Ja, liebe Freunde aus Slowenien, ich begrüße euch bei mir zu Hause. Freut mich, dass Sie gekommen sind und etwas über Vlastia wissen wollt. Vlastia ist ein Mann gewesen für mich, der in fotografischer Hinsicht für mich ein Vater war, der mich in der Fotografie sehr gefördert hat und eigentlich nicht in der Fotografie direkt, sondern in der Organisation. Wenn etwas zu organisieren war, ist er hinter mir gestanden und hat mir sehr geholfen, die Sachen durchzuführen. Durch ihn ist meine Karriere hinaufgestiegen. Bin von normalen Fotomitglied bis zum Vizepräsidenten des Verbandes österreichischer Amateurfotografen in Wien geworden und anschließend im Präsidium der FIAB, der Internationalen Föderation. Und bin seit ca. 30 Jahren verantwortlich für die Jugend auf der ganzen Welt. Macht viel Arbeit, aber Spaß. Und auch für die Ehrungen der Salons, das heißt die Medaillenvergaben und Versand der Medaillen in alle Länder. Soweit ist in kurzem mein Werdegang, den mir eigentlich dem Vlastia verdanke. Und er hat eigentlich immer nur geholfen, aber nie einen Dank erhalten. Sei es vom damals jugoslawischen Verband, das ist immer hingehalten worden, bis einmal er gesagt hat, ja, es sind andere Fotografen geehrt worden, schon ich noch nie. Also ich verzichte auf mich, habt es auf mich vergessen, so ungefähr. Und dann ist es doch so weit gekommen, dass er dann irgendwo im Süden, ich glaube, das in Sarajevo oder wo, war keine Ahnung mehr, ist er dann ausgezeichnet worden vom jugoslawischen Verband und hat immer gewartet, dass er international anerkannt wird. Er hat ja Seminare gemacht in ganz Europa und war ein berühmter Fotograf nebenbei und vorher natürlich Maler. Das war jeder Einstieg des Fotografen, sage ich, ist die Malerei. Und so ist es gewesen, dass er wirklich prominente Leute aufgenommen hat, als einziger Fotograf der Welt, wo er wirklich 3 berühmte Politiker fotografieren durfte. Und dann auch sein Werdegang in Laibach war auf der Fakultät und auch die Operationen filmen durfte. Und dann, wie ich schon früher erwähnte, 74 Operationen und so Filme gemacht hat über Operationen. Die sind alle archiviert in Laibach momentan. Und ich bin eigentlich froh gewesen, dass ich ihn in Österreich kennenlernen durfte bei einem Seminar, den meine Freunde aus der Steiermark organisiert haben. Und da habe ich schon 1971 gewusst, der Mann ist was, der ist für mich, der zieht mich irgendwie an. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber es war so, dass ich dann sehr froh war, ihn kennengelernt zu haben. Und da sind die ersten Kontakte geknüpft worden. Der offizielle war dann in Gorenja Vas, wo wir die erste Ausstellung aus Kärnten hatten. Das war 1974, glaube ich, ja. Und er hat dann mit mir den Kontakt so gehalten, dass wir nicht nur auf fotografischer, sondern auf Kulturseite auch sehr stark vertreten waren. Wir haben dann Fotobusreisen durch ganz Slowenien und Kroatien, damals war ja noch Jugoslawien, durchgeführt bis Plitvice herunter mit einem Fotobus mit bis zu 20 Leuten. Und das war schon auch für unsere Leute ein Wahnsinn, die Nachbarschaft kennenzulernen, auch die Kultur. Die Kultur ist doch etwas verschieden wie unsere in Kärnten. Wo wir hingekommen sind, das erste war ein Schnaps als Begrüßung. Nicht? Also dann sind die Bilder meistens schon unscharf geworden, weil immer ein Schnaps war. Aber es war eine schöne Sache. Und das Highlight habe ich erlebt in Motovun, wo wir im Ausland die Kärntner Fotomeisterschaft im Ausland präsentieren durften. Meine Mitglieder haben das nicht gewusst, dass die Ausstellung im Ausland ist. Unsere Bilder. Und das war etwas Sensationelles. Und das Motovun hat ja, glaube ich, damals 40 Einwohner gehabt oder was, ist heute auch nicht größer von der Bevölkerung her. Und da kommen dann 20 Fotografen daher mit ihren Bildern. Das war schon ein Highlight. Und dann auf einmal so viele Leute, von wo die gekommen sind, weiß ich bis heute noch nicht. Ja, und so haben wir sehr viel kennengelernt, auch im Partisanenlager, wo kein Deutschsprachiger rein durfte, weil damals ist es so gewesen, dass die Verletzten, das wissen auch die meisten Einheimischen nicht, auf
tragbar mit verbundenen Augen reingeführt worden sind in dieses Tal, damit sie nicht verraten können, wo sie geheilt worden sind. Das war ein Geheimnis von Jugoslawien damals. Und da dürften wir rein, natürlich am Anfang ohne deutschen Sprache, das mussten wir den Mund halten. Die Jahre später dürften dann wieder Deutsch sprechen, weil da hat sich alles ein bisschen gelockert. Aber es war etwas Wunderbares, werde ich nie vergessen. Diese Sachen, Zeitgeschichte, dürften wir als Fotografen erleben. Und das ist das Wichtigste, was man braucht. Wir Fotografen kennen keine politischen Grenzen. Und das ist das Schöne, wir können überall hin, ohne irgendeine Befugnis. Wir dürfen fotografieren. Jetzt ist etwas ein bisschen schlechter geworden, eben durch diese, dass man anmelden muss, wenn man jemanden fotografieren will. Das war früher alles frei. Und das war eine schöne Sache. Nicht? Ja, was soll man auch von Vlastia noch sagen? Ich habe sein Erbe eigentlich übernommen. Eine Jugendfibel, darf ich einmal ganz kurz haben? Eine Jugendfibel haben wir dann zusammen geschrieben. Das war diese Fibel da. Hat zwar 1,5 Jahre gedauert, bis wir die fertig hatten, weil die Schwierigkeit war, in Slowenisch leider gibt es die nicht, in der Muttersprache. Sie gibt es in Englisch und in Englisch ist eine wahnsinnige Schwierigkeit, einen Text vollzubringen, dass ein Amerikaner, ein Engländer, ein Australier die Sprache kennt. Alle drei haben ein verschiedenes Englisch. Und wie sollst du das zusammenbringen? Dann habe ich einen Deutschen gefragt und der hat es gemacht. Der hat das verstanden, die 3 Sprachkomponenten so zusammenzufügen, dass das jeder verstanden hat von den 3. Nicht? Also schon interessant. Französisch war ganz einfach. Also nur im Französisch ist der Text viel länger wie unserer, weil also auch die Aussprechweise anders ist. Ja, das haben wir gemacht und da war der Vlastia schon so gerührt und so gut drauf, dass er gesagt hat, du hast es richtig gemacht. Das geht einmal um die Welt. Und diese Broschüre, das war damals 3000 Stück 1995 angefertigt. Und die waren in Lübeck. Dann haben wir noch einmal gemacht, also ungefähr 10.000 sind auf der ganzen Welt verteilt. Und das ist ein schönes Vermächtnis für den Vlastia und jeder weiß, wer das war. Weil die Biografie hinten hat das bewiesen, wer das war und was er gemacht hat. Und das ist für die Jugend damals sehr aufgenommen worden. Jetzt, im Zeitalter der Digitalisierung, ist das natürlich noch mehr wert. Wie ist eigentlich die Fotografie entstanden? Jetzt drückt jeder, ich mache jetzt Seminare, wo ich zum Beispiel den Teilnehmern sage, ich brauche 36 Bilder. Weil du hast im Urlaub einen Film, 36 Bilder. Du weißt aber nicht, wo wir hinfahren. Also teil das richtig ein. Wie viele Bilder darfst du machen? Jetzt, die Schlauen haben drauf Luft geschossen, haben sie die 36 Bilder gebracht. Die neuen Bilder sind aber nummeriert. Da habe ich festgestellt, von 100 hat er die 36 herausgezogen. Das ist nicht der Sinn. Ich will 36 hintereinander. Einteilung, weil das hat jeder vergessen. Jetzt drückt jeder ab, macht 100 Bilder von einem Haus. Und dann sucht er am Computer das Beste raus, das andere entweder wird das gelöscht oder, also das ist nicht der Sinn der Fotografie. Beim Dia war das so, du musstest, was du gesehen hast, musste dann so sein, dass das projiziert werden dürfte. Ja? Du hast nicht schneiden können auf ein Dia. Ja? Und das ist das, was jeder lernen muss heute. Früher war das ganz einfach, in der Dunkelkammer wieder ein bisschen verändert. Das ist ganz eine andere Fotografie. Die ehrliche Fotografie ist weg, leider. Ja, und dann haben wir eben die Kinderfotografie in der Schule gemacht, auch bei uns im Kindergarten in Villach, im Villachland herum. Und ist sehr gut angekommen bei den Pädagogen und auch bei den Eltern, weil wir den Kindern beibringen konnten, was die in der Chemie Rot, Grün und Gelb diese Schalen bedeuten. Rot ist Stopp, also das Bild geht nicht mehr weiter. Wenn das fertig ist, geht es nicht mehr weiter. Gelb, da muss man warten, was kommt. Und der Fixierer und der Entwickler quasi, das war die andere Schale. Nicht? Und dadurch haben die gelernt, Verkehrstafel, aha, da müssen die stehen bleiben, da können sie gehen. Also mit der Fotografie habe ich denen beigebracht, wie man beim Verkehr über die Straße geht. Also pädagogisch war das eine schöne Sache. Und das hat der Vlastia im Hintergrund schon denen gelernt. Ich war eben Gorenja in der Schule mit solcher Begeisterung, was die Kinder zugehört und gemahlen haben und dann so. Wenn man das anschaut, das ist ein normales Fotopapier bei Tageslicht, in der Sonne. Normal sagt jeder Fotograf, bitte nicht in die Sonne, das ist kaputt. Nein, bei diesen
bleibt das. Das ist so. Da wird mit Entwickler gemahlen und in Fixierer rein. Oder umgekehrt in Fixierer und dann in Entwickler. Und da entstehen die verschiedenen Arten von Fotografie. Das ist eine Doppelbelichtung, da wird die Hand zum Beispiel zweimal reingelegt, zweimal belichtet, aber entweder mit der Sonne oder mit dem Projektor. Ist ja egal, mit der Taschenlampe geht alles. Und dann wurden die Sachen koloriert. Das ist das da. Da werden sie koloriert mit Wachsstiften gebunden. Und das schaut aus, wenn man das anschaut, das heißt dann wie eine Holographie. Das ist auch so, wie soll man sagen, das ist, fotografisch bringt man das nur schwer mit einem eigenen Film zusammen. Die Kinder bringen das mit dem Zeichnen zusammen. Also es ist schon eine interessante Sache, was die so machen, die Kinder mit dem. Ja, soweit wäre eigentlich mein Bericht. Ich glaube, das dürfte reichen, wenn ich sage, der Vlasta war für mich das Nonplusultra und verdanke sehr viel ihm. Und leider, ich war sehr oft in Gorenja Vas, aber leider ist es so, dass auch mit dem Alter dann er Schwierigkeiten hatte und Gott sei Dank schön dann eingeschlafen ist und friedlich eingeschlafen ist.